Draußen ist ein Bombenwetter. Fahren wir an den See, ha? Ja, jetzt fahren wir ins Flüchtlingsheim, reparieren die Duschen und dann geht's zur Franzi zum Babysitten. Und das machst du alles freiwillig? Das mache ich alles freiwillig. Ich hätte Lust zum Ziehen mit dir. Das wird ja so toll werden. Gerade richtig für den Gardasee. Oder musst du jetzt erst deine Freundin um Erlaubnis fragen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du ziehst bei der Moni aus? Mhm. Und ich kann es ehrlich gesagt kaum da warten. Ja, und was kostet dann der ganze Spaß? Ich darf mal so im Großen und Ganzen 2000 € sagen. Ganz schön viel Holz. Ein Boxspringbett. 1,60 auf 2 Meter. 2500 €. Spielst du komplett? Na, Kathi nicht akzeptiert. Das kann doch nicht sein. Na, oder? Die haben alles auf einmal für das Bett abgebucht. Das gibt's doch nicht. Möbel aus Ortenbach, Hölzl, was kann ich für Sie tun? Ja, grüß Gott, Katharina Benninger. Ich hab vor kurzem ein Bett bei einer gekauft. Wendinger, warte mal, schauen wir mal. Ja, das war das Boxspringbett Montreal, 1,60 mal 2 Meter, richtig? Ja, genau. Und zwar wollte ich diesen Raten bezahlen, aber jetzt haben sie den kompletten Betrag auf einmal eingezogen. Ich habe Ihnen da schon im Gespräch alle Optionen genannt. Sie haben da im Vertrag Lastschriftverfahren angekreuzt, aber keine Ratenzahlung. Ja, aber das, hören Sie mal, das ist ein riesengroßer Fehler. Ich hab mir das einfach nicht genau angeschaut. Tut mir leid, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Was soll denn das jetzt bitte heißen? Der Vorgang ist bereits gebucht. Da müssen Sie halt das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen. Super. Danke für den Tipp, da kann ich mir jetzt auch nichts mehr davon kaufen. Blöder Depp, blöder. Bekannten Wildzettel, der damals 94. Was meinst du? Du kannst jetzt nur eine Stunde auf mich einreden, aber das bringt alles nichts. Ich kann da jetzt nicht einfach weg. Bloß für eine Woche. Klingt jetzt vielleicht blöd für dich, aber ich habe Verpflichtungen. Also, dass das aus deinem Mund mal hören muss. Du klingst schon wie ein alter Mo. Und du wie ein Teenager, oder? Du bist doch früher nicht so spießig gewesen. Das bin ich jetzt auch nicht. Aber früher habe ich keine Enkelin gehabt, keine Tochter, keine Beziehung, kein Ehrenamt als Flüchtlingshelfer, keinen festen Wohnsitz. Aha. Und der ganze Ballast, der bringt's jetzt, oder was? Jetzt stell dich nicht so an. Jetzt machst du der Leute Tour. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich muss noch mal zum Vogelhof zu meinem Kasch. Wir haben da mit der Reihe Vormittag erst gearbeitet. Ja, da siehst du mal, was das für ein Aufwand ist. Na, kann man jetzt nichts umdisponieren, dass du mal ein bisschen weniger eingespannt bist. Nein, da kann man jetzt nichts umdisponieren. Freu dich halt an deine Würstel. Bis später. Du rufst so einen Geschwindner an und sagst ihm, was er sein kann, morgen auf Nacht trinken und bis dahin schaffen wir das locker. Ja, also. Okay. So, okay, schafft sie den Rest Salans? Ich muss so schnell ins Lager. Ach, du und schnell. Nein, jetzt mal schnell zu, da ist ein Wagen in Martelskirche liegen geblieben. Schaut sie doch mal eben vorbei, oder? Und mit? Ruft so, wenn ihr da seid, gell? Ja, da schau her.
Charlie, grüß dich. Was verschlagt dich in unsere Gegend, hä? Servus, Mike. Ich habe ein Engagement in Bayerkofen. Na, bist immer noch als Schausteller unterwegs, gell? Sag mal, bist du bei uns am Dorffest auch da? Nein, also da bin ich schon woanders. Aber ich brauche dich einmal. Seit neuestem ruckelt der Wohnung so. Weißt du was, dann schau ich mir nachher gleich mal an. Was hast du denn da hinten Schönes drauf, hä? Na schau her, hau den Lukas. Wann hast du denn den? Den? Den habe ich gerade angeholt. Den habe ich ganz günstig geschossen. Nicht? Ja, bloß der Bolzen, der geht nicht ganz auf. Ja, ich kenn das. Das ist der Lauf. Weißt du was, wenn du willst, dann mach ich das nachher mit. Mei, das war ja super. Ja, da könntest du dann gleich noch wegen einen Test laufen machen. Du gern. So wie meine Pappenheimer kennen, wirst du nicht bloß bei einem bleiben dann. Dann hab ich bei meiner Bank angerufen und der blöde Fuzzi verzeiht mir, dass kein höherer Dispo drin ist, weil ich nur in der Probezeit bin. Und die Krönung war dann noch, dass er aber ein Seminar empfohlen hat, wo man lernt, wie man mit Geld umgeht. Du ganzer Depp. Mei, wenn das die Vorgaben sind, dann kann er halt nichts machen. Und das Möbelhaus auch nicht. Ich hab mir meine 2 Tage Urlaub echt anders vorgestellt. Ich hab alles genau ausgerechnet und jetzt bin ich total in die Miesen. Ja, dann stornier halt die Bestellung. Aus so einem Kaufvertrag kommst du sicherlich wieder raus. Super Idee. Und wo schlafe ich dann? Auf dem Boden? Na, in meinem Bett jedenfalls nicht. Es gibt sicherlich preisgünstigere Betten und ansonsten schlafst du halt notfalls erst einmal auf Matratzen. Ich hab mich aber schon so drauf gefreut. Ich kann da was leihen. 200 € krieg ich schon zusammen. Das ist echt lieb. Aber das langt hinten und vorne nicht. Aber es war ein Anfang. Na, danke. Ich schaff das schon allein. Irgendwie. Das nenne ich einmal einen unverhofften Besuch. Gell, da schaust. Bitte. Magst du auch einen Tee? Ja, gern. Ist die Glor gar nicht da? Doch, doch. Ich hab grad mit ihr gespielt. Jetzt kommt's eh gleich um die Ecken gesaust wahrscheinlich. Also sie gefreut, gell, dass der Opa heute auf sie aufpasst hat? Ja, und wer? Sie hat die ganze Zeit noch davon geredet. Und morgen kommt er ja schon wieder. Ja, er gibt sich wirklich sehr viel Mühe, gell, mit der Kleinen. Ja, der ist ganz verliebt in sie. Und umdreht auch. Auf alle Fälle hat's mich gefreut, dass ich's endlich mal kennengelernt hab. Und die auch. Ich mir auch. Und? Wie gefällt's dir bisher in Lansing? Schön ist. Schön ruhig. Ja, aber ohne einen Sascha scheint ja da gar nichts zum Laufen, also wie ich mitgekriegt hab. Ja, er macht sich unentbehrlich. Ja. Ist irgendwas? Na, ich misch mich da nur ungern ein. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Wir sind doch eine Familie. Ja, der Sascha darf's nie zugeben, aber. Also, ich glaub, dass er ziemlich am Anschlag ist. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er hat's mir selber verzeiht. Der hat so viel um die Ohren. Die Käserei, seine Freundin, und dann hilft er, wo's geht, bei den Flüchtlingen. Ja, und die Franzi gibt's ja auch noch, gell? Ja, aber auf die passt er doch eigentlich immer gerne auf. Naja, also, ja, vielleicht habe ich ihn wirklich in letzter Zeit ein bisschen arg eingespannt. Er hat ja noch sein eigenes Leben. Sag ihm aber bitte nix, dass wir geredet haben miteinander. Das war ihm bestimmt peinlich. Versprochen. Aber ich nehm's mir zu Herzen. Ich werde ihm in Zukunft ein bisschen mehr entlasten. Was ist das denn? Na, hau den Lukas, was denn sonst? Wem kehrt der? Ich hab keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit im Lager gewesen. Der geht am Spätzl von mir. Wollen wir noch mal ausprobieren? Na, Leute, zuerst wird gearbeitet. Wir haben gerade genug zum Tor. Jetzt komm schon mal, eine Runde. Na, wenn dann noch Feierabend, okay? Machst du vielleicht ins Hemd, hä? Na, wirklich nicht. Aber ich muss da erst einmal noch mal. Ich denke, der Chef hat bloß Schiss, dass man alt ausschauen lässt. Ja, das glaube ich für langsam auch. Ihr zwar besser als der Mike. Das sind nicht lach. Schleimer.
Also was ist? Oder traust du dich wirklich nicht? Ist gut, wenn ihr unbedingt wollt. Tobt euch aus, gell? Kommt doch nicht mehr, schauen uns dabei an. Schau dir sein Auto an. Hier ist sowieso keine Chance. Das werden wir schon sehen. Das muss aber bitte unter uns bleiben. Am Sascha war das bestimmt peinlich. Ja, ja, freilich. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Der wirkt immer so entspannt. Ich kenne ihn schon so lang. Nach außen hin gibt er sie immer so, aber innen drin schaut's ganz anders aus. Servus. Das ist die Sascha. Na, bist du jetzt endlich fertig mit dem Arbeiten? Wir müssen gleich nur dritt's mal in die Käserei. Geht dir immer noch auf die Nerven. Machst du 2 Espresso, bitte? Gern. Und der Herr hat immer noch einen entspannten Tag. Ja, kann man so sagen. Zuerst war ich bei der Uschi und hab ein bisschen mit ihr geratscht. Ja, und jetzt ist sie noch was. Deine Lieben möchte ich haben. So ist jetzt wieder. Alles in Ordnung? Ja, ja. Die Uschi schreibt mir gerade, dass mir morgen doch nicht zum Babysitten braucht. Ja gut, du hast ja heute erst auf die Klar aufgepasst. Stimmt ja wieder. Jetzt komm, jetzt freu dich halt, dass du einen freien Nachmittag hast. Ja, hast du auch wieder recht. Früher, wenn wir freie Zeit gehabt haben, haben wir uns immer das Motorrad geschnappt und sind einfach in den Gardasee runtergefahren. Jetzt fangst du schon wieder damit. Ja, wieso? Das sind doch schöne Erinnerungen. Ja, freilich. Wem tat's am Gardasee nicht gefallen, gell? Also, ich bin da schon ewig nicht mehr gewesen. Ja, mein Gott, gell, wenn man so viel zu tun hat. Danke. Dankeschön. Hast du gar keinen Frischkäse mehr? Ja, der geht richtig gut weg in letzter Zeit. Und warum sagst du dann nichts? Ich bring dir doch gerne einen. Na, das passt schon. Hast du mir heute erst einen normalen braucht. Das gelangt erst mal für eine Weile. Kannst du eine Pause machen. Aha. Ja, wenn's du meinst. Komm, ein bisschen noch. Ja. Jetzt. Und, was meinst du? Ja, die Zündkabel sind schon recht alt. Vielleicht liegt's da dran. Die tauschen wir vorsorglich auch aus, aber wenn du mich fragst, hört sich das eher nach der Zündspule an, gell? Frag mal, was wir da haben. Sag dir mal, wie das geht. Ein Grüßballer wie du, das will ich sehen. Das ist ja ganz schön frech für einen Franken. Hey, ich bin Feianer. Ja, kannst ja nichts dafür. Katja hat in ihrem Blog erklärt, dass es beim Hau den Lukas eher auf die richtige Technik ankommt als auf Kraft. Krampf. Was war's denn die schon? So. Ist das alles, was du drauf hast? Okay. Du schaffst es doch nicht mehr bis zu den Küken. Jetzt will ich mal. Ja, nix da. Wenn wir das nicht schaffen, packst du das doch gleich dreimal nicht. Ich kann's ja wenigstens mal probieren. Das ist nix für kleine Mädel. Du tust ja doch bloß weh. Mike, jetzt sag du auch mal was. Na ja, Toni, komm, wir gehen jetzt rein und tauschen die Zündspule aus und dann lernst du wenigstens was, gell? Ja, sauber, Buben. Komm, auf geht's. Also, ich bin gerade ein Tausender im Minus. Am 1. kriege ich mein Gehalt, dann war ich schon wieder 300 im Plus. Minus die 350 für die erste Miete. Minus 3 Handy, Benzin, Nein. Da kommen die Nebenkosten und die Kaution auch noch dazu. Und die 600 € für die Ablöse der Küche. Ganz ruhig, Kathi. Ganz ruhig. Das waren also minus 50 €, minus 1050, minus 100, minus 600. Jetzt sind wir schon bei minus 1800.
Dann noch die 40 Euro fürs Handy, 50 für Benzin, Essen und Trinken 150. Ja, grob ein 100er für das, was man halt sonst noch braucht. Oh nein. Und die da ist besonders zu empfehlen für die zarte Haut von Kleinkindern. Perfekt, die nehme ich für unser Franzi. Mhm. Ah, Entschuldigung, ich habe das Telefon hinten vergessen, nicht Döderler. Ich lauf dir nicht davon. Ah, grüß Gott, Frau Kirchleitner. Hallo, grüß Sie, na gut. Grüß Sie. Sie, ich hab das vom Herrn Wagenbauer gehört. Wie geht's ihm denn? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Ja, weil er doch halt so überfordert ist mit seinen Verpflichtungen. Und ich hab ihn in der letzten Zeit auch noch mit dem Flüchtlingsheim so beansprucht. Der Sascha überfordert. Wer verzeiht denn sowas? Ja, sein Cousin, der Freddy. Ja, der hat zu mir gesagt, ich soll ihn zwar nicht ansprechen drauf, aber jetzt habe ich sie halt gefragt. Und wissen Sie, es ist so, dass zu viel Stress ja ein Burnout verursacht. Burnout? Haben Sie so viel Stress, Hochwürden? Nein, mir geht's gut. Nein, ich hab bloß jetzt keine Zeit nicht. Schauen Sie, Herr Bamberger, ich bringe Ihnen die Spendenquittung vorbei. Dankeschön. Ja, Frau Kirchleiter, sagen Sie zum Herrn Wagenbauer, er kann ruhig eine Woche wegfahren in Urlaub. Sein Cousin, der Freddy, hat mir nämlich erzählt, dass Sie mir so nette und schöne Ausflüge zum Gardasee gemacht haben. Und ja, so ein bisschen Auszeit tut ihm ja gut, gell? Also, für Gott beieinander. Wiederschauen. Hochwürden. Wiederschauen. Gottes Willen, willst du denn ein Herzkasperl kriegen? Ist er zu stark? Ja, probier mal. Morgen. 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 Du schaust aus, wie wenn du einen gescheiten Schluck von meinem Spezialkaffee brauchen kannst. Hä? Hast du schlecht geschlafen? Sie hat ja wieder eine Bombenstimmung in der Früh. Hast du die 600 Euro Küchenablöse schon überwiesen? Ich brauche das Geld dringend. Gruß Cindy. Wer schreibt denn? Ach, bloß der Patrick. Hat das noch ein wenig Zeit? Bin gerade etwas knapp bei Kasse. Ist alles in Ordnung? Sagt mir, müsst ihr mir eigentlich immer belagern? Ja, ist ja schon gut. Sorry, aber ich brauche die Kohle echt dringend. Bisschen noch, bisschen. Passt. Du, also wenn wir den Kahn da fertig haben, dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Ja. Schon komisch, dass wir bei dem Ding überhaupt nichts reißen. Ah, grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Kannst du bei mir bei der Luft nachschauen, bitte? Ich mach das schön für Sie, Herr Pfarrer. Ja, danke schön. Ah, da schau her. Ha! Ein Haut den Lukas. Ist der für die Kunden? Nein, der kennt am Spätzle von Mike. Der steht bloß vorübergehend da. Aha. Ja, darf ich da mal probieren? Weil das hat mir in der Jugend schon mal viel Spaß gemacht. Bitte schön, versuchen Sie Glück. Ja. So. No. Ja, so schlecht war das gar nicht, gell? Ha? So weit sind wir auch schon gewesen. Ist gut beieinander. Servus. Servus, Herr Kirchleitner. Ah, super. Jetzt probier das nochmal. Oh. Ah ja, kann besser sein, gell? Soll ich Ihnen mal sagen, wie das geht? Ja, bitte schön, sind Sie nicht. Bin ich aber gespannt, Onkel Hubert. Ah, das kann's da sein. Ja, ich war ja noch gar nicht richtig warm. Oh.
Lansings starke Männer. Das war ganz gut. Das war jetzt Irgendwas stimmt doch mit dem Drum nicht. Ja, da schau her. Hast du gar nichts zum Tun? Na, auf einmal nicht mehr. Aber ist die ganze Woche frei. Ja, dann kannst du doch mitkommen nach Italien. Na, tut mir leid, das geht überhaupt nicht. Warum nicht? Ja, weil, wie du siehst, bin ich im totalen Erschöpfungszustand. Vermute schwer Burnout-Syndrom, weißt du. Und Reisestress geht da überhaupt nicht. Und du bist mir ganz schön Schlitzermel, aber das ganze Dorf hat dir die Geschichte abgekauft. Na, sind ja doch nicht alle. Von wem weißt du das denn? Ja, von der Rosi. Und die hat's vom Pfarrer. Tut mir leid. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Aber ich wollte doch nur, dass du mal ein bisschen einen Freiraum hast. Bist du jetzt stinkig? Nein, passt schon. Aber was du nicht begreifst, Freddy, mir geht's gut da. Verstehst? Ich muss gar nirgendwo hin. Ja, schon klar. Ja, du hättest ja mal sagen können, dass du keinen Bock hast. Ja, ist schon ein schönes Fleckerl da. Ja, und dann mach ich einen Geider halt allein unsicher. Und, willst du noch was essen, bevor du fährst? Den Grill hab ich schon geschmissen. Ja? Ja. Dann gehst du in den Wagen hinter, holst du ein paar Würstel und machst das. Weil ich muss mich ja ausruhen, weißt du. Burnout-Syndrom. Da draußen geht's ja schlimmer zu wie auf dem Jahrmarkt. Sag mal, Mike, wann holt denn der Charlie die Anlage wieder ab? Ich hab ihn angerufen, dass sein Wagen fertig ist. Heute Nachmittag holt er ihn ab. Aha. Und du, Toni? Hast du das auch mal probiert, den Haut den Lukas? Einen guten, gell? Ich wollte ja, aber ich hab nicht dürft. Und wieso nicht? Weil alle Männer der Meinung waren, dass das nichts für Frauen ist. Bevor du dich jetzt aufregst, ich hab schon meine Gründe, warum ich die Toni nicht mitmachen lassen hab. Na, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Vielleicht, wenn mit dem Drum irgendwas nicht stimmt. Das ist dir aufgefallen. Ich hab ja lang genug zugeschaut. Bei dem Gerät ist der Lauf kaputt. Das heißt, der Bolzen wird automatisch im oberen Drittel langsamer. Ich hab dem Charlie versprochen, dass ich das mitrepariere. Und der Tonstein und der Flori, die wissen gar nichts davon. Ich wollte es ihnen sagen, aber sie haben dauernd nur Blätter hergeredet, haben mich nicht ausreden lassen. Naja, dafür schwitzen sie jetzt gescheit. Ja, aber ihr habt schon recht, die Toni sollte auch ihre Chance haben. Was meinst Das finde ich auch. du? Pass auf. Unsere zwei Halbstarken da unten, die machen da bestimmt gleich Mittagspause. Ne? Ja, Kathi, ich hab gemeint, du machst schon Mittag. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig mit der Ablage. Du, aber wenn mich nicht alles täuscht, gehört das da nicht rein. Mal. Ja, schau mal. Und Glückwunsch übrigens, gell? Der Stadler hat mir gesagt, dass du jetzt in deine eigene Wohnung ziehst. Nach Bayerkofen. Irgendwann muss man mal auf eigene Füße stehen. Raus aus dem Nest. Auf eigene Füße stehen. Das geht ganz schön ins Geld. Ja, also Umzüge sind immer teurer. Und die kosten immer mehr, als man denkt. Das kann man nur so gut kalkulieren. Was nicht sagen. Herr Kirchleitner, war das vielleicht möglich, dass Sie mir auf meinen nächsten Gehalt einen kleinen Vorschuss geben könnten? Schaut denn deine finanzielle Situation so schlecht aus? Wir zahlen doch ein ganz gutes Anfangsgehalt. Ja, ich weiß, aber momentan ist bei mir halt einfach ein bisschen knapp. Und wie Sie schon sagen, es kommt immer noch was dazu. Ja, aber also, es tut mir leid, Vorschuss zahlen wir prinzipiell nicht vor Ablauf der Probezeit. Verstehe. Ja, du kannst ja bestimmt bei deiner Tante was leihen. Ja, Fralli. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Hat Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Und nochmal entschuldige, dass ich deine Leute so hochgeschwindelt habe. Vergiss es. Dank dir habe ich jetzt wenigstens ein bisschen eine Freizeit. Ja, dann machen wir was Schönes draus. Da kannst du dich drauf verlassen. Und wenn du auf dem Rückweg noch mal vorbeikommen magst, gern, gell? Ah, ich weiß ja nicht, wo es mich hin verschlagt. Vielleicht fahre ich nach dem Gardasee weiter Richtung Spanien hinunter. Und so wie ich kenne, machst du das auch gewiss. Aber ich schicke dir Postkarten. Ja. So, Golli, ein schöner Gruß. Und irgendwann fahren wir auch noch mal zusammen fort. Das machen wir. Oder? Aber jetzt ist erst mal Lansing bei daheim. Sascha, für dich. Lass dir gut gehen.
Pass auf, jetzt läuft er wieder wie geschmiert, wie hast du gesehen. Jawohl. Danke euch. Dankeschön. Kein Problem. Da seid ihr endlich. Habt ihr ja ganz schön Zeit lassen mit dem Mittagessen. Mahlzeit. Das ist der Charlie, dem gehört der Hau den Lukas. Die können das gleich wieder mitnehmen. Das Ding, das taugt nämlich überhaupt nichts. Wieso das? Die sind bloß beleidigt, weil sie kläglich versagt haben. Timo, zeig schon mal, die das Ding zum Krähen bringt. Auf geht's, komm. Zurücktreten. Was bin ich jetzt? Ich hab's euch von Anfang an gesagt. Das ist alles eine Frage der Technik. Ich hab euch doch gleich gesagt, das ist was für starke Mädel bloß. Ich will noch einmal. Nein. Ihr habt ja einen Spaß gehabt. Der Charlie muss einmal wieder weiter. Komm, ich helfe dir noch aufladen, gell? Nimm mal einen Hänger. Aber. Also langsam glaube ich, da ist was faul an der Geschichte. Du bist nicht der Einzige. Ach je. Das kommt einfach daher, weil ihr euren Spinat nicht aufgegessen habt. Du hast recht gehabt. Den Tag muss ich mir im Kalender anstreichen. Jetzt im Ernst. Ich kann mir das Bett gerade wirklich nicht leisten. Von der Bank kriege ich nichts, von den Kirchleitern kriege ich nichts und dass ich jemanden um Geld anhau, das will ich auch nicht. Darum habe ich gerade eine E-Mail an das Möbelhaus geschickt und den Auftrag storniert. Das ist ja gescheiter so. Besser, wie wenn's dann einen Schuldenberg abzahlen musst. Und für den Übergang, da gelang dir erst einmal Matratzen. Und wenn's da wieder im Plus bist, dann kaufst einfach ein Bett auf Raten. Das Möbelhaus. Wahrscheinlich die Bestätigung für die Stornierung. Das gibt's doch nicht. Was? 25% Stornogebühr wollen die haben, wenn sie den Auftrag zurücknehmen. Vom Kaufpreis? Ja, freilich, von was denn sonst? Das waren ja 625 Euro für nix. Hola. Lange nicht gesehen. Bin ein vielbeschäftigter Mann. Bin auf dem Weg zu Brunnerwirt, zu Schwarze Brett. ¿Cómo? No. Ich will nichts verkaufen. Ich suche einen Partner. Eine ganz besondere Partner. Also, ich bin gerade ein Tausender im Minus. Am ersten kriege ich mein Gehalt, dann war ich schon wieder 300 im Plus. Minus die 350 für die erste Miete. Nein. Da kommen die Nebenkosten und die Kaution auch noch dazu. Und die 600 Euro für die Ablöse der Küche. Ganz ruhig, Kathi. Ganz ruhig. Das waren also minus 50 Euro, minus 1050, minus 100, minus 600. Jetzt sind wir schon bei minus 1800. Dann noch die 40 Euro fürs Handy, 50 für Benzin, Essen und Trinken 150. Ja, grob ein 100er für das, was man halt sonst noch braucht. Und die da ist besonders zu empfehlen für die zarte Haut von Kleinkindern. Perfekt, die nehme ich für unser Franzi. Ah, Entschuldigung, ich habe das Telefon hinten vergessen, nicht Döderler. Ich lauf dir nicht davon.
Ah, grüß Gott, Frau Kirchleitner. Hallo, grüß dich, na gut. Grüß Sie. Sie, ich hab das vom Herrn Wagenbauer gehört. Wie geht's ihm denn? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Ja, weil er doch halt so überfordert ist mit seinen Verpflichtungen. Und ich hab ihn in der letzten Zeit auch noch mit dem Flüchtlingsheim so beansprucht. Der Sascha überfordert. Wer verzeiht denn sowas? Ja, sein Cousin, der Freddy. Ja, der hat zu mir gesagt, ich soll ihn zwar nicht ansprechen drauf, aber jetzt habe ich Sie halt gefragt. Und wissen Sie, es ist so, dass zu viel Stress ja ein Burnout verursacht. Burnout? Haben Sie so viel Stress, Hochwürden? Nein, mir geht's gut. Nein, ich hab bloß jetzt keine Zeit nicht. Schauen Sie, Herr Bamberger, ich bringe Ihnen die Spendenquittung vorbei. Dankeschön. Ja, Frau Kirchleitner, sagen Sie zum Herrn Wagenbauer, er kann ruhig eine Woche wegfahren in Urlaub. Sein Cousin, der Freddy, hat mir nämlich erzählt, dass Sie mir so nette und schöne Ausflüge zum Gardasee gemacht haben. Und ja, so ein bisschen Auszeit tut ihm ja gut, gell? Also, für Gott benannt. Wiederschauen. Hochwürden. Wiederschauen. Gottes Willen, willst du, dass ich ein Herzkasperl krieg? Ist er zu stark? Ja, probier mal. Morgen. 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 Du schaust aus, wie wenn du einen gescheiten Schluck von meinem Spezialkaffee brauchen kannst. Hä? Hast du schlecht geschlafen? Sie hat ja wieder eine Bombenstimmung in der Früh. Hast du die 600 € Küchenablöse schon überwiesen? Ich brauche das Geld dringend. Gruß, Cindy. Wer schreibt denn? Ach, bloß der Patrick. Hat das noch ein wenig Zeit? Bin gerade etwas knapp bei Kasse. Ist alles in Ordnung? Sagt mir, müsst ihr mir eigentlich immer belagern? Ja, ist ja schon gut. Sorry, aber ich brauche die Kohle echt dringend. Bisschen noch, bisschen. Passt. Du, also wenn wir den Kahn da fertig haben, dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Ja. Schon komisch, dass wir bei dem Ding überhaupt nichts reißen. Ah, grüß Gott benannt. Grüß Gott. Kannst du bei mir bei der Luft nachschauen, Bütchen? Ich mach das schön für Sie, Herr Pfarrer. Ja, danke schön. Ah, da schau her. Ha! Ein Haut den Lukas. Ist der für die Kunden? Nein, der kennt am Spätzle von Mike. Der steht bloß vorübergehend da. Aha. Ja, darf ich da mal probieren? Weil das hat mir in der Jugend schon mal viel Spaß gemacht. Bittchen, versuchen Sie Glück. Ja. So. No. Ja, so schlecht war das gar nicht, gell? Ha? So weit sind wir auch schon gewesen. Ist gut benannt. Servus. Servus, Herr Kirchleitner. Ah, Jetzt probier das nochmal. Oh. Ah ja, kann besser sein, gell? Soll ich noch mal sagen, wie das geht? Ja, bitte, sind Sie nicht. Bin ich aber gespannt, Onkel Hubert. Ah, das kann's da sein. Ja, ich war ja noch gar nicht richtig warm. Oh. Ganz gut. Landungsstarke Männer. Das war ganz gut. Ja, aber jetzt Irgendwas stimmt doch mit dem Drum nicht. Da schau her. Hast du gar nichts zum Tun? Na, auf einmal nimmer. Aber ist die ganze Woche frei.
Ja, dann kannst du doch mitkommen nach Italien. Na, tut mir leid, das geht überhaupt nicht. Warum nicht? Ja, weil wie du siehst, bin ich im totalen Erschöpfungszustand. Vermute schwer Burnout-Syndrom, weißt du. Und Reisestress geht da überhaupt nicht. Und du bist mir ganz schön Schlitzermel, aber das ganze Dorf hat dir die Geschichte abgekauft. Na, das sind ja doch nicht alle. Von wem weißt du das denn? Ja, von der Rosi. Und die hat's vom Pfarrer. Tut mir leid. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Aber ich wollte doch nur, dass du mal ein bisschen einen Freiraum hast. Bist du jetzt stinkig? Nein, passt schon. Aber was du nicht begreifst, Freddy, mir geht's gut da. Verstehst? Ich muss gar nirgendwo hin. Ja, schon klar. Ja, du hättest ja mal sagen können, dass du keinen Bock hast. Ja, ist schon ein schönes Fleckerl da. Ja, und dann mach ich einen Geidersee halt allein unsicher. Und, willst du noch was essen, bevor du fährst? Den Grill hab ich schon geschmissen. Ja? Ja. Dann gehst du in den Wagen hinter, holst du ein paar Würstel und machst das. Weil ich muss mich ja ausruhen, weißt du. Burnout-Syndrom. Da draußen geht's ja schlimmer zu wie auf dem Jahrmarkt. Sag mal, Mike, wann holt denn der Charlie die Anlage wieder ab? Ich hab angerufen, dass sein Wagen fertig ist. Heute Nachmittag holt er ihn ab. Aha. Und du, Toni? Hast du das auch mal probiert, den Haut den Lukas? Einen guten, gell? Ich wollte ja, aber ich hab nicht dürft. Und wieso nicht? Weil alle Männer der Meinung waren, dass das nichts für Frauen ist. Bevor du dich jetzt aufregst, ich hab schon meine Gründe, warum ich die Toni nicht mitmachen lassen hab. Na, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Vielleicht, weil mit dem Drum irgendwas nicht stimmt. Das ist dir aufgefallen. Ich habe ja lang genug zugeschaut. Bei dem Gerät ist der Lauf kaputt. Das heißt, der Bolzen wird automatisch im oberen Drittel langsamer. Ich hab dem Charlie versprochen, dass ich das mitrepariere. Und der Tonstein und der Flori, die wissen gar nichts davon. Ich wollte es Ihnen sagen. Nein, jetzt mal schnell zu. Da ist ein Wagen in Martelskirche liegen geblieben. Schaut Sie doch mal eben vorbei, oder? Und mit? Ruft so, wenn ihr da seid, gell? Ja, da schau her. Charlie, grüß dich. Was verschlagt dich in unserer Gegend, hä? Servus, Mike. Ich habe ein Engagement in Bayerkofen. Na, bist immer noch als Schausteller unterwegs, gell? Ja. Sag mal, bist du bei uns am Dorffest auch da? Nein, also da bin ich schon woanders. Aber ich brauche dich einmal. Seit neuestem ruckelt der Wohnung so. Weißt du was, dann schau ich mir nachher gleich mal an. Hm. Was hast du denn da hinten Schönes drauf, hä? Da schau her, hau den Lukas. Sag, wann hast du denn den? Den? Den habe ich gerade angeholt. Den habe ich ganz günstig geschossen. Nicht? Ja, bloß der Bolzen, der geht nicht ganz auf. Ja, ich kenn das. Das ist der Lauf. Weißt du was, wenn du willst, dann mach ich das nachher mit. Mei, das war ja super. Ja, da könntest du dann gleich noch wegen einem Test laufen machen. Ja, du gern. So wie meine Pappenheimer kennen, wirst du nicht bloß bei einem bleiben dann. Dann hab ich bei meiner Bank angerufen und der blöde Fuzzi verzeiht mir, dass kein höherer Dispo drin ist, weil ich noch in der Probezeit bin. Und die Krönung war dann noch, dass er aber ein Seminar empfohlen hat, wo man lernt, wie man mit Geld umgeht. Du ganzer Depp. Mei, wenn das die Vorgaben sind, dann kann er halt nichts machen. Und das Möbelhaus auch nicht. Ich hab mir meine 2 Tage Urlaub echt anders vorgestellt. Ich hab alles genau ausgerechnet und jetzt bin ich total in die Miesen. Ja, dann stornier halt die Bestellung. Aus so einem Kaufvertrag kommst du sicherlich wieder raus. Super Idee. Und wo schlafe ich dann? Auf dem Boden? Na, in meinem Bett jedenfalls nicht. Es gibt sicherlich preisgünstigere Betten und ansonsten schlafst du halt notfalls erst einmal auf Matratzen. Ich hab mich aber schon so drauf gefreut. Ich kann da was leihen. 200 € krieg ich schon zusammen. Das ist echt lieb. Aber das langt hinten und vorn nicht. Aber es war ein Anfang. Na, danke. Ich schaff das schon allein. Irgendwie. Das nenne ich einmal einen unverhofften Besuch. Gell, da schaust. Bitte. Magst du auch einen Tee? Ja, gern. Ist die Glor gar nicht da? Doch, doch. Ich hab grad mit ihr gespielt. Jetzt kommt's eh gleich um die Ecken gesaust wahrscheinlich. So.
Also sie gefreut, gell, dass der Opa halt auf sie aufpasst hat? Ja, und wer? Sie hat die ganze Zeit noch davon geredet. Und morgen kommt er ja schon wieder. Ja, er gibt sich wirklich sehr viel Mühe, gell, mit der Kleinen. Ja, der ist ganz verliebt in sie. Und umdreht auch. Auf alle Fälle hat's mich gefreut, dass ich's endlich mal kennengelernt hab. Ja, und die auch. Ich mir auch. Und? Wie gefällt's dir bisher in Lansing? Schön ist. Schön ruhig. Ja, aber ohne den Sascha scheint ja da gar nichts zum Laufen, so wie ich mitgekriegt hab. Ja, er macht sich unentbehrlich. Ja. Ist irgendwas? Na, ich misch mich da nur ungern ein. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Wir sind doch eine Familie. Ja, der Sascha darf's nie zugeben, aber. Also, ich glaub, dass er ziemlich am Anschlag ist. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er hat's mir selber verzeiht. Der hat so viel um die Ohren. Die Käserei, seine Freundin, und dann hilft er, wo's geht, bei den Flüchtlingen. Ja, und die Franzi gibt's ja auch noch, gell? Ja, aber auf die passt er doch eigentlich immer gern auf. Naja, also, ja, vielleicht habe ich ihn wirklich in letzter Zeit ein bisschen arg eingespannt. Er hat ja noch sein eigenes Leben. Sag ihm aber bitte nix, dass wir geredet haben miteinander. Das war ihm bestimmt peinlich. Versprochen. Aber Da ist jetzt ein Bomben wieder. Fahren wir an den See, ha? Ja, jetzt fahren wir ins Flüchtlingsheim, reparieren die Duschen und dann geht's zur Franzi zum Babysitten. Und das machst du alles freiwillig? Das mache ich alles freiwillig. Ich hätte Lust zum Zeigen mit dir. Das wird so toll werden. Gerade richtig für den Gardasee. Oder musst du jetzt erst deine Freundin um Erlaubnis fragen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du ziehst bei der Moni aus? Mhm. Und ich kann's ehrlich gesagt kaum da warten. Ja, und was kostet dann der ganze Spaß? Ich darf mal so im Großen und Ganzen 2000 € sagen. Ganz schön viel Holz. Ein Boxspringbett. 1,60 auf 2 Meter. 2500 €. Spinnst du komplett? Na, Kathi nicht akzeptiert. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst dann jeden Menschen fragen, er wird die anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Das kann doch nicht sein. Na, oder? Die haben alles auf einmal für das Bett abgebucht. Das gibt's doch nicht. Möbel aus Ortenbach, Hölzl, was kann ich für Sie tun? Ja, grüß Gott, Katharina Benninger. Ich hab vor kurzem ein Bett bei einer gekauft. Wendinger, warte mal, schau mal. Ja, das war das Boxspringbett Montreal, 1,60 mal 2 Meter, richtig? Ja, genau. Und zwar wollte ich diesen Raten bezahlen, aber jetzt haben sie den kompletten Betrag auf einmal eingezogen. Ich habe Ihnen da schon im Gespräch alle Optionen genannt. Sie haben da im Vertrag Lastschriftverfahren angekreuzt, aber keine Ratenzahlung. Ja, aber das, hören Sie mal, das ist ein riesengroßer Fehler. Ich hab mir das einfach nicht genau angeschaut. Tut mir leid, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Was soll denn das jetzt bitte heißen? Der Vorgang ist bereits gebucht. Da müssen Sie halt das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen. Super. Danke für den Tipp, da kann ich mir jetzt auch nichts mehr davon kaufen. Blöder Depp, blöder. Wir kannten Wildzetteln, wir damals 94. Was meinst du? Du kannst jetzt nur eine Stunde auf mich eilen, aber das bringt alles nichts. Ich kann da jetzt nicht einfach weg. Bloß für eine Woche. Klingt jetzt vielleicht blöd für dich, aber ich habe Verpflichtungen. Also, dass das aus deinem Mund mal hören muss, du klingst schon wie ein alter Mo. Und du wie ein Teenager, oder?
bist doch früher nicht so spießig gewesen. Das bin ich jetzt auch nicht. Aber früher habe ich keine Enkelin gehabt, keine Tochter, keine Beziehung, kein Ehrenamt als Flüchtlingshelfer, keinen festen Wohnsitz. Aha. Und der ganze Ballast, der bringt's jetzt, oder was? Jetzt stell dich nicht so an. Jetzt machst du halt allein die Tour. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich muss noch mal zum Vogelhof, zu meinem Kasch. Wir haben da mit der heute Vormittag erst gearbeitet. Ja, da siehst du mal, was das für ein Aufwand ist. Na, kann man jetzt nichts umdisponieren, dass du mal ein bisschen weniger eingespannt bist? Nein, da kann man jetzt nichts umdisponieren. Freu dich halt an deine Würstel. Bis später. Du rufst so einen Geschwindner an und sagst ihm, was er sein kann, morgen auf Nacht holen kann. Bis dahin schaffen wir das locker. Ja, bitte. Okay, schafft ihr den Rest allein? Ich muss so schnell ins Lager. Ach, du und schnell. Nehm's mir zu Herzen. Ich werde ihm in Zukunft ein bisschen mehr entlasten. Was ist das denn? Na, hau den Lukas, was denn sonst? Wem kehrt der? Ich hab keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit im Lager gewesen. Der gehört am Späßel von mir. Wollen wir noch mal ausprobieren? Na, Leute, zuerst wird gearbeitet. Wir haben gerade genug zum Tor. Jetzt komm schon mal, eine Runde. Na, wenn dann noch Feierabend, okay? Gell. Machst du vielleicht ins Hemd, ha? Na, wirklich nicht. Aber ich muss da erst einmal noch Ich mal... denke, der Chef hat bloß Schiss, dass man alt ausschauen lässt. Ja, das glaube ich für langsam auch. Ihr zwar besser als der Mike. Dass sie nicht lachen. Schleimer. Also, was ist? Oder traust du dich wirklich nicht? Ist gut, wenn ihr unbedingt wollt. Tobt euch aus, gell? Kommt doch nicht, wir schauen uns dabei an. Schau dir sein Auto an. Hier ist sowieso keine Chance. Das werden wir schon sehen. Das muss aber bitte unter uns bleiben. Am Sascha war das bestimmt peinlich. Ja, ja, freilich. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Der wirkt immer so entspannt. Ich kenne ihn schon so lang. Nach außen hin gibt er sie immer so, aber innen drin schaut's ganz anders aus. Servus. Das ist die Sascha. Na, bist du jetzt endlich fertig mit dem Arbeiten? Wir müssen gleich nur dritt's mal in die Käserei. Geht dir immer noch auf die Nerven. Machst du 2 Espresso, bitte? Gern. Und der Herr hat immer noch einen entspannten Tag. Ja, kann man so sagen. Zuerst war ich bei der Uschi und hab ein bisschen mit ihr geratscht. Ja, und jetzt ist sie noch was. Dein Leben möchte ich haben. So ist jetzt wieder. Alles in Ordnung? Ja, ja. Die Uschi schreibt mir gerade, dass mir morgen doch nicht zum Babysitten braucht. Ja gut, du hast ja heute erst auf die Klar aufgepasst. Stimmt ja wieder. Jetzt Kim, jetzt freu dich halt, dass du einen freien Nachmittag hast. Hast du ja wieder recht. Früher, wenn wir freie Zeit gehabt haben, haben wir uns immer das Motorrad geschnappt und sind einfach in den Gardasee runtergefahren. Jetzt fangst du schon wieder an damit. Ja, wieso? Das sind doch schöne Erinnerungen. Ja, freilich. Wem tat's am Gardasee nicht gefallen, gell? Also, ich bin da schon ewig nicht mehr gewesen. Ja, mein Gott, gell, wenn man so viel zu tun hat. Danke. Dankeschön. Hast du gar keinen Frischkäse mehr? Ja, der geht richtig gut weg in letzter Zeit. Und warum sagst du dann nichts? Ich bring dir doch gerne einen. Na, das passt schon. Hast du mir heute erst einen normalen braucht. Das langt erst mal für eine Weile. Kannst du eine Pause machen? Aha. Ja, wenn's du meinst. Komm, ein bisschen noch. Ja. Jetzt? Und, was meinst du? Ja, die Zündkabel sind schon recht alt. Vielleicht liegt's da dran. Die tauschen wir vorsorglich auch aus, aber wenn du mich fragst, hört sich das eher nach der Zündspule an, gell? Frag mal, was wir machen. Sag dir mal, wie das geht. Ein Crisperner wie du, das will ich sehen. Das ist aber ganz schön frech für einen Franken. Hey, ich bin Feianer. Ja, kannst ja nichts dafür. So.
Katja hat in ihrem Blog erklärt, dass es beim Hau den Lukas eher auf die richtige Technik ankommt als auf Kraft. Krampf. Was war's denn die schon? So. Ist das alles, was du drauf hast? Okay. Du schaffst es doch nicht mehr bis zu dem Küken. Jetzt will ich mal. Ja, nix da. Wenn wir das nicht schaffen, packst du das doch gleich dreimal nicht. Ich kann es ja wenigstens mal probieren. Das ist nix für kleine Mädel. Du tust ja doch bloß weh. Mike, jetzt sag du auch mal was. Ja, Toni, komm, wir gehen jetzt rein und tauschen die Zündspule aus und dann lernst du wenigstens was, gell? Sauber, Buben. Komm, auf geht's. Ganz ruhig, Kathi. Ganz ruhig. Das waren also minus 50 Euro, minus 1050, minus 100, minus 600. Jetzt sind wir schon bei minus 1800. Dann noch die 40 Euro fürs Handy, 50 für Benzin, Essen und Trinken 150. Ja, grob ein 100er für das, was man halt sonst noch braucht. Und die da ist besonders zu empfehlen für die zarte Haut von Kleinkindern. Perfekt, die nehme ich für unser Franzi. Mhm. Ah, Entschuldigung, ich habe das Telefon hinten vergessen, nicht Döderler. Ich lauf dir nicht davon. Ah, grüß Gott, Frau Kirchleitner. Hallo, grüß dich, na gut. Grüß Sie. Sie, ich hab das vom Herrn Wagenbauer gehört. Wie geht's ihm denn? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Ja, weil er doch halt so überfordert ist mit seinen Verpflichtungen. Und ich hab mich in der letzten Zeit auch noch mit dem Flüchtlingsheim so beansprucht. Der Sascha überfordert. Wer verzeiht denn sowas? Ja, sein Cousin, der Freddy. Ja, der hat zu mir gesagt, ich soll ihn zwar nicht ansprechen drauf, aber jetzt habe ich sie halt gefragt. Und wissen Sie, es ist so, dass zu viel Stress ja ein Burnout verursacht. Burnout? Haben Sie so viel Stress hochwerden? Nein, mir geht's gut. Nein, ich hab bloß jetzt keine Zeit nicht. Schauen Sie, Herr Bamberger, ich bringe Ihnen die Spendenquittung vorbei. Dankeschön. Ja, Frau Kirchleitner, sagen Sie zum Herrn Wagenbauer, er kann ruhig eine Woche wegfahren in Urlaub. Sein Cousin, der Freddy, hat mir nämlich erzählt, dass Sie mir so nette und schöne Ausflüge zum Gardasee gemacht haben. Und ja, so ein bisschen Auszeit tut ihm ja gut, gell? Also, für Gott benannt. Wiederschauen. Hochwerden. Wiederschauen. Gottes Willen, wo hast du denn ein Herzkasperl gekriegt? Ist das zu stark? Ja, probier mal. Morgen. Morgen. Du schaust aus, wie wenn du einen gescheiten Schluck von meinem Spezialkaffee brauchen kannst. Hä? Hast du schlecht geschlafen? Die hat ja wieder eine Bombenstimmung in der Früh. Hast du die 600 Euro Küchenablöse schon überwiesen? Ich brauche das Geld dringend. Gruß, Cindy. Wer schreibt denn? Ach, bloß der Patrick. Hat das noch ein wenig... Es war ihm bestimmt peinlich. Versprochen. Aber Da ist jetzt der Bomben wieder. Fahren wir an den See, ha? Ja, jetzt fahren wir ins Flüchtlingsheim, reparieren die Duschen und dann geht's zur Franzi zum Babysitten. Und das machst du alles freiwillig? Das mache ich alles freiwillig. Ich hätte Lust zum Zeigen mit dir. Das wäre so toll werden. Gerade richtig für den Gardasee. Oder musst du jetzt erst deine Freundin um Erlaubnis fragen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du ziehst bei der Moni aus? Mhm. Und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Ja, und was kostet dann der ganze Spaß? Ich darf mal so im Großen und Ganzen 2000 Euro sagen. Ganz schön viel Holz. Ein Boxspringbett. 1,60 auf 2 Meter. 2500 Euro. Spielst du komplett? Na, Kathi nicht akzeptiert. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst dann jeden
Na, oder? Die haben alles auf einmal für das Bett abgebucht. Das gibt's doch nicht. Möbel aus Ortenbach, Hölzl, was kann ich für Sie tun? Ja, grüß Gott, Katharina Benninger. Ich hab vor kurzem ein Bett bei einer gekauft. Benninger, warte mal, schau mal. Ja, das war das Boxspringbett Montreal, 1,60 mal 2 Meter, richtig? Ja, genau. Und zwar wollte ich diesen Raten bezahlen, aber jetzt haben sie den kompletten Betrag auf einmal eingezogen. Ich habe Ihnen da schon im Gespräch alle Optionen genannt. Sie haben da im Vertrag Lastschriftverfahren angekreuzt, aber keine Ratenzahlung. Ja, aber das, hören Sie mal, das ist ein riesengroßer Fehler. Ich hab mir das einfach nicht genau angeschaut. Tut mir leid, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Was soll denn das jetzt bitte heißen? Der Vorgang ist bereits gebucht. Da müssen Sie halt das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen. Super. Danke für den Tipp, da kann ich mir jetzt auch nichts mehr davon kaufen. Blöder Depp, blöder. Bekannten Wildzettel. Wo kaufen? Blöder Depp, blöder. Bekannten Wildzettel, der damals 94. Was meinst Du kannst jetzt nur eine Stunde auf mich einreden, aber das bringt alles nichts. Ich kann da jetzt nicht einfach weg. Bloß für eine Woche. Klingt jetzt vielleicht blöd für dich, aber ich habe Verpflichtungen. Also, dass das aus deinem Mund mal hören muss, du klingst schon wie ein alter Mo. Und du wie ein Teenager, oder? Du bist doch früher nicht so spießig gewesen. Das bin ich jetzt auch nicht. Aber früher habe ich keine Enkelin gehabt, keine Tochter, keine Beziehung, kein Ehrenamt als Flüchtlingshelfer, keinen festen Wohnsitz. Aha. Und der ganze Ballast, der bringt's jetzt, oder was? Jetzt stell dich nicht so an. Jetzt machst du halt allein die Tour. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich muss noch mal zum Vogelhof, zu meinem Kasch. Wir haben da mit der Reihe Vormittag erst gearbeitet. Ja, da siehst du mal, was das für ein Aufwand ist. Na, kann man jetzt nichts umdisponieren, dass du mal ein bisschen weniger eingespannt bist? Nein, da kann man jetzt nichts umdisponieren. Freu dich halt an deine Würstel. Bis später. Du rufst zu einem Geschwindner an und sagst ihm, dass er seinen Kahn morgen auf Nacht holen kann. Bis dahin schaffen wir das locker. Ja, bitte. Okay, schafft ihr den Rest allein? Ich muss so schnell ins Lager. Ach, du und schnell. Nein, jetzt mal schnell zu, da ist ein Wagen in Martelskirche liegen geblieben. Schaut sie da mal eben vorbei, oder? Und mit? Ruft so, wenn ihr da seid, gell? Ja, da schau her. Charlie, grüß dich. Was verschlagt dich in unsere Gegend, hä? Servus, Mike. Ich habe ein Engagement in Bayerkofen. Nein, bist immer noch als Schausteller unterwegs, gell? Sag mal, bist du bei uns am Dorffest auch da? Nein, also da bin ich schon woanders. Aber ich brauche dir mal. Seit neuestem ruckelt der Wagen so. Weißt du was, dann schau ich mir nachher gleich mal an. Hm. Was hast du denn da hinten Schönes drauf, hä? Da schau her, hau den Lukas. Sag, wann hast du denn den? Den? Den habe ich gerade angeholt. Den habe ich ganz günstig geschossen. Echt? Ja, bloß der Bolzen, der geht nicht ganz auf. Ja, ich kenn das. Das ist der Lauf. Weißt du was, wenn du willst, dann mach ich das nachher mit. Mei, das war ja super. Ja, da könnt ihr dann gleich noch wegen einen Test laufen. Nachschauen, bitte. Ich mach das geschwind für Sie, Herr Pfarrer. Ja, danke schön. Ah, da schau her. Ha! Ein Haut den Lukas. Ist der für die Kunden? Nein, der kennt am Spätzle von Mike. Der steht bloß vorübergehend da. Aha. Ja, darf ich da mal probieren? Weil das hat mir in der Jugend schon mal viel Spaß gemacht. Bitte schön, versuchen Sie Glück. Ja. So. Haha. No. Ja, so schlecht war das gar nicht, gell? Ha? So weit sind wir auch schon gewesen. Ist gut benannt. Servus. Ja, wir sind ja hier, Leutner. Jetzt probier ich es nochmal. Oh. Ah ja,
Kann besser sein, gell? Soll ich Ihnen mal sagen, wie das geht? Ja, bitte schön, sind Sie nicht. Bin ich aber gespannt, Onkel Hubert. Ah, das kann's da sein. Ja, ich war ja noch gar nicht richtig warm. Oh. Lebensstarke Männer. Das war ganz gut. Das war jetzt Irgendwas stimmt doch mit dem Drum nicht. Ja, da schau her. Hast du gar nichts zum Tun? Na, auf einmal nicht mehr. Aber ist die ganze Woche frei. Ja, dann kannst du doch mitkommen nach Italien. Na, tut mir leid, das geht überhaupt nicht. Warum nicht? Ja, weil, wie du siehst, bin ich im totalen Erschöpfungszustand. Vermute schwer Burnout-Syndrom, weißt du. Und Reisestress geht da überhaupt nicht. Und du bist mir ganz schön Schlitzer, mein Lieber. Das ganze Dorf hat dir die Geschichte abgekauft. Nein, das sind ja doch nicht alle. Von wem weißt du das denn? Ja, von der Rosi. Und die hat's vom Pfarrer. Tut mir leid. Ja, vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Aber ich wollte doch nur, dass du mal ein bisschen einen Freiraum hast. Bist du jetzt stinkig? Nein, passt schon. Aber was du nicht begreifst, Freddy, mir geht's gut da. Verstehst? Ich muss gar nirgendwo hin. Ja, schon klar. Ja, du hättest ja mal sagen können, dass du keinen Bock hast. Die duschen und dann geht's zur Franzi zum Babysitten. Und das machst du alles freiwillig? Das mache ich alles freiwillig. Ich hätte Lust zum Ziehen mit dir. Das wäre so toll werden. Gerade richtig für den Gardasee. Oder musst du jetzt erst deine Freundin um Erlaubnis fragen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du ziehst bei der Moni aus? Mhm. Und ich kann's ehrlich gesagt kaum erwarten. Ja, und was kostet dann der ganze Spaß? Ich darf einmal so im Großen und Ganzen 2000 € sagen. Und schon viel Holz. Ein Boxspringbett. 1,60 auf 2 Meter. 2500 €. Spielst du komplett? Na, Kathi, Kathi nicht akzeptiert. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Das kann doch nicht sein. Na, oder? Die haben alles auf einmal für das Bett abgebucht. Das gibt's doch nicht. Möbel aus Ortenbach, Hölzl, was kann ich für Sie tun? Ja, grüß Gott, Katharina Benninger. Ich hab vor kurzem ein Bett bei einer gekauft. Wendinger, warte mal, schau mal. Ja, das war das Boxspringbett Montreal, 1,60 mal 2 Meter, richtig? Ja, genau. Und zwar wollte ich diesen Raten bezahlen, aber jetzt haben sie den kompletten Betrag auf einmal eingezogen. Ich habe Ihnen da schon im Gespräch alle Optionen genannt. Sie haben da im Vertrag Lastschriftverfahren angekreuzt, aber keine Ratenzahlung. Ja, aber das, hören Sie mal, das ist ein riesengroßer Fehler. Ich hab mir das einfach nicht genau angeschaut. Tut mir leid, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Was soll denn das jetzt bitte heißen? Der Vorgang ist bereits gebucht. Da müssen Sie halt das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen. Super. Danke für den Tipp, da kann ich mir jetzt auch nichts mehr davon kaufen. Blöder Depp, blöder.
bekannten Wildzetteln, wie damals 94. Was meinst Du kannst jetzt nur eine Stunde auf mich einreden, aber das bringt alles nichts. Ich kann da jetzt nicht einfach weg. Los für... Freilich, für was denn sonst? Das waren ja 625 Euro für nix. Hola. Lange nicht gesehen. Bin ein viel beschäftigter Mann. Bin auf dem Weg zu Brunnerwirt, zu Schwarze Brett. ¿Cómo? No. Ich will nichts verkaufen. Ich suche einen Partner. Eine ganz besondere Partner. Also, ich bin gerade ein Tausender im Minus. Am ersten kriege ich mein Gehalt, dann war ich schon wieder 300 im Plus. Minus die 350 für die erste Miete. Nein. Da kommen die Nebenkosten und die Kaution auch noch dazu. Die 600 Euro für die Ablöse der Küche. Ganz ruhig, Kathi. Ganz ruhig. Das waren also minus 50 Euro, minus 1050, minus 100, minus 600. Jetzt sind wir schon bei minus 1800. Dann noch die 40 Euro fürs Handy, 50 für Benzin, Essen und Trinken 150. Ja, grob ein 100er für das, was man halt sonst noch braucht. Oh nein. Und die da ist besonders zu empfehlen für die zarte Haut von Kleinkindern. Perfekt, die nehme ich für unser Franzi. Mhm. Ah, Entschuldigung, ich habe das Telefon hinten vergessen, nicht Döderler. Ich lauf dir nicht davon. Ah, das ist gut, Frau Kirchleitner. Hallo, grüß dich, na gut. Grüß Sie, ich hab das vom Herrn Wagenbauer gehört. Wie geht's ihm denn? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Ja, weil er doch halt so überfordert ist mit seinen Verpflichtungen. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich muss noch mal zum Vogelhof, zu meinem Kasch. Wir haben da mit der Reihe Vormittag erst gearbeitet. Ja, da siehst du mal, was das für ein Aufwand ist. Na, kann man jetzt nichts umdisponieren, dass du mal ein bisschen weniger eingespannt bist? Nein, da kann man jetzt nichts umdisponieren. Freu dich halt an deine Würstel. Bis später. Du rufst so einen Geschwindner an und sagst ihm, dass er seinen Kahn morgen auf Nacht holen kann. Bis dahin schaffen wir das locker. Ja, bitte. Okay, schafft ihr den Rest Salans? Ich muss so schnell ins Lager. Ach, du und schnell. Nein, jetzt mal schnell zu, da ist ein Wagen in Martelskirche liegen geblieben. Schaut sie doch mal eben vorbei, oder? Und mit? Ruft so, wenn ihr da seid, gell? Ja, da schau her. Charlie, grüß dich. Was verschlagt dich in unserer Gegend, hä? Servus, Mike. Ich habe ein Engagement in Bayerkofen. Na, bist immer noch als Schausteller unterwegs, gell? Sag mal, bist du bei uns am Dorffest auch da? Nein, also da bin ich schon woanders. Aber ich brauche dir mal. Seit neuestem ruckelt der Wange so. Weißt du was, dann schau ich mir nachher gleich mal an. Hm. Was hast du denn da hinten Schönes drauf, hä? Da schau her, hau den Lukas. Sag, wann hast du denn den? Den? Den habe ich gerade angeholt.
Den habe ich ganz günstig geschossen. Echt? Ja, bloß der Bolzen, der geht nicht ganz auf. Ja, ich kenn das. Das ist der Lauf. Weißt du was, wenn du willst, dann mach ich das nachher mit. Mei, das war ja super. Ja, da könntest du dann gleich noch wegen einen Test laufen machen. Du gern. So wie meine Pappenheimer kennen, wirst du nicht bloß bei einem bleiben dann. Dann hab ich bei meiner Bank angerufen und der blöde Fuzzi verzeiht mir, dass kein höherer Dispo drin ist, weil ich noch in der Probezeit bin. Und die Krönung war dann noch, dass er aber ein Seminar empfohlen hat, wo man lernt, wie man mit Geld umgeht. Du ganzer Depp. Mei, wenn das die Vorgaben sind, dann kann er halt nichts machen. Und das Möbelhaus auch nicht. Ich hab mir meine 2 Tage Urlaub echt anders vorgestellt. Ich hab alles genau ausgerechnet und jetzt bin ich total in die Miesen. Ja, dann stornier halt die Bestellung. Aus so einem Kaufvertrag kommst du sicherlich wieder raus. Super Idee. Und wo schlafe ich dann? Auf dem Boden? Nein, in meinem Bett jedenfalls nicht. Es gibt sicherlich preisgünstigere Betten und ansonsten schlafst du halt notfalls erst einmal auf Matratzen. Ich hab mich aber schon so drauf gefreut. Ich kann da was leihen. 200 € Mei, wenn das die Vorgaben sind, dann kann er halt nichts machen. Und das Möbelhaus auch nicht. Ich hab mir meine 2 Tage Urlaub echt anders vorgestellt. Ich hab alles genau ausgerechnet und jetzt bin ich total in die Miesen. Ja, dann stornier halt die Bestellung. Aus so einem Kaufvertrag kommst du sicherlich wieder raus. Super Idee. Und wo schlafe ich dann? Auf dem Boden? Nein, in meinem Bett jedenfalls nicht. Es gibt sicherlich preisgünstigere Betten und ansonsten schlafst du halt notfalls erst einmal auf Matratzen. Ich hab mich aber schon so drauf gefreut. Ich kann da was leihen. 200 € krieg ich schon zusammen. Das ist echt lieb. Aber das langt hinten und vorne nicht. Aber es war ein Anfang. Na, danke. Ich schaff das schon allein. Irgendwie. Das nenne ich einmal einen unverhofften Besuch. Gell, da schaust. Bitte. Magst du auch einen Tee? Ja, gern. Ist die Glor gar nicht da? Doch, doch. Ich hab grad mit ihr gespielt. Jetzt kommt's eh gleich um die Ecken gesaust wahrscheinlich. Also sie gefreut, gell, dass der Opa heute auf sie aufgepasst hat? Ja, und wer? Sie hat die ganze Zeit noch davon geredet. Und morgen kommt er schon wieder. Ja, er gibt sie wirklich sehr viel Mühe, gell, mit der Kleinen. Ja, der ist ganz verliebt in sie. Und umdreht auch. Auf alle Fälle hat's mich gefreut, dass ich's endlich mal kennengelernt hab. Ja, und die auch. Ich mir auch. Und? Wie gefällt's dir bisher in Lansing? Schön ist. Schön ruhig. Ja, aber ohne einen Sascha scheint ja da gar nichts zum Laufen, so wie ich mitgekriegt hab. Ja, er macht sich unentbehrlich. Ja. Ist irgendwas? Na, ich misch mich da nur ungern ein. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Wir sind doch eine Familie. Ja, der Sascha darf's nie zugeben, aber. Also, ich glaub, dass er ziemlich am Anschlag ist. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er hat's mir selber verzeiht. Der hat so viel um die Ohren. Die Käserei, seine Freundin, dann hilft er, wo's geht, bei den Flüchtlingen. Ja, und die Franzi gibt's ja auch noch, gell? Ja, aber auf die passt er doch eigentlich immer gerne auf. Naja, also, ja, vielleicht habe ich ihn wirklich in letzter Zeit ein bisschen arg eingespannt. Er hat ja noch sein eigenes Leben. Sag ihm aber bitte nix, dass wir geredet haben miteinander. Das war ihm bestimmt peinlich. Versprochen, Mann. Ja, weil er doch halt so überfordert ist mit seinen Verpflichtungen. Und ich habe ihn in der letzten Zeit auch noch mit dem Flüchtlingsheim so beansprucht. Der Sascha überfordert. Wer verzeiht denn sowas? Ja, sein Kommissar, der Freddy. Ja, der hat zu mir gesagt, ich soll ihn zwar nicht ansprechen drauf, aber jetzt habe ich sie halt gefragt. Und wissen Sie, es ist so, dass zu viel Stress ja ein Burnout verursacht. Burnout? Haben Sie so viel Stress hochwerden? Nein, mir geht's gut. Nein, ich hab bloß jetzt keine Zeit nicht. Schauen Sie, Herr Bamberger, ich bringe Ihnen die Spendenquittung vorbei. Dankeschön. Ja, Frau Kirchleiter, sagen Sie zum Herrn Wagenbauer, er kann ruhig eine Woche wegfahren in Urlaub. Sein Cousin, der Freddy, hat mir nämlich erzählt, dass Sie mir so nette und schöne Ausflüge zum Gardasee gemacht haben.
Und ja, so ein bisschen Auszeit tut ihm ja gut, gell? Also, für Gott benannt. Wiederschauen. Hochwürden. Wiederschauen. Gottes Willen, willst du das ein Herzkasperl kriegen? Ist das zu stark? Ja, probier mal. Morgen. 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 Du schaust aus, wie wenn du einen gescheiten Schluck von meinem Spezialkaffee brauchen kannst. Hä? Hast du schlecht geschlafen? Sie hat ja wieder eine Bombenstimmung in der Früh. Hast du die 600 € Küchenablöse schon überwiesen? Ich brauche das Geld dringend. Gruß, Cindy. Wer schreibt denn? Ach, bloß der Patrick. Hat das noch ein wenig Zeit? Bin gerade etwas knapp bei Kasse. Ist alles in Ordnung? Sagt mir, müsst ihr mir eigentlich immer belagern? Ja, ist ja schon gut. Sorry, aber ich brauche die Kohle echt dringend. Bisschen noch, bisschen. Passt. Du, also wenn wir den Kahn da fertig haben, dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Ja. Schon komisch, dass wir bei dem Ding überhaupt nichts reißen. Ah, grüß Gott benannt. Grüß Gott. Kannst du bei mir bei der Luft nachschauen, Bütchen? Ich mach das schön für Sie, Herr Pfarrer. Ja, danke schön. Ah, da schau her. Ha! Ein Haut den Lukas. Ist der für die Kunden? Nein, der kennt am Spätzle von Mike. Der steht bloß vorübergehend da. Aha. Ja, darf ich da mal... Dass der Opa halt auf Sie aufpasst hat. Ja, und wer? Sie hat die ganze Zeit noch davon geredet. Und morgen kommt der schon wieder. Er gibt sich wirklich sehr viel Mühe, gell, mit der Kleinen. Ja, der ist ganz verliebt in sie. Und umdreht auch. Auf alle Fälle hat's mich gefreut, dass ich's endlich mal kennengelernt hab. Ja, und die auch. Ich mir auch. Und? Wie gefällt's dir bisher in Lansing? Schön ist. Schön ruhig. Ja, aber ohne den Sascha scheint ja da gar nichts zum Laufen, so wie ich mitgekriegt hab. Ja, er macht sich unentbehrlich. Ja. Ist irgendwas? Na, ich misch mich da nur ungern ein. Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Wir sind doch eine Familie. Ja, der Sascha darf's nie zugeben, aber. Also, ich glaub, dass er ziemlich am Anschlag ist. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er hat's mir selber verzeiht. Der hat so viel um die Ohren. Die Käserei, seine Freundin, dann hilft er, wo's geht, bei den Flüchtlingen. Ja, und Franzi gibt's ja auch noch, gell? Ja, aber auf die passt er doch eigentlich immer gerne auf. Naja, also, ja, vielleicht habe ich ihn wirklich in letzter Zeit ein bisschen arg eingespannt. Er hat ja noch sein eigenes Leben. Sag ihm aber bitte nix, dass wir geredet haben miteinander. Das war ihm bestimmt peinlich. Versprochen. Aber Draußen ist der Bomben wieder. Fahren wir an den See, hä? Ja, jetzt fahren wir ins Flüchtlingsheim, reparieren die Duschen und dann geht's zur Franzi zum Babysitten. Und das machst du alles freiwillig? Das mache ich alles freiwillig. Ich hätte Lust zum Zeigen mit dir. Das wäre so toll werden. Gerade richtig für den Gardasee. Oder musst du jetzt erst deine Freundin um Erlaubnis fragen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du ziehst bei der Moni aus? Mhm. Und ich kann es ehrlich gesagt kaum da warten. Ja, und was kostet dann der ganze Spaß? Ich darf mal so im Großen und Ganzen 2000 € sagen. Ganz schön viel Holz. Ein Boxspringbett. 1,60 auf 2 Meter. 2500 €. Spielst du komplett? Na, Kathi nicht akzeptiert. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er
du einen gescheiten Schluck von meinem Spezialkaffee brauchen kannst. He? Hast du schlecht geschlafen? Sie hat ja wieder eine Bombenstimmung in der Früh. Hast du die 600 € Küchenablöse schon überwiesen? Ich brauche das Geld dringend. Gruß, Cindy. Wer schreibt denn? Ach, bloß der Patrick. Hat das noch ein wenig Zeit? Bin gerade etwas knapp bei Kasse. Ist alles in Ordnung? Sagt mir, müsst ihr mir eigentlich immer belagern? Ja, ist ja schon gut. Sorry, aber ich brauche die Kohle echt dringend. Bist noch? Passt. Du, also wenn wir den Kahn da fertig haben, dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Ja. Schon komisch, dass wir bei dem Ding überhaupt nichts reißen. Ah, grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Kannst du bei mir bei der Luft nachschauen, Bütchen? Ich mach das schön für Sie, Herr Pfarrer. Ja, danke schön. Ah, da schau her. Ha! Ein Haut in Lukas. Ist der für die Kunden? Nein, der kennt am Spätzle von Mike. Der steht bloß vorübergehend da. Aha. Ja, darf ich da mal probieren? Weil das hat mir in der Jugend schon mal viel Spaß gemacht. Bitte versuchen Sie Glück. Ja. So. No. Ja, so schlecht war das gar nicht, gell? Ha? So weit sind wir auch schon gewesen. Ist gut benannt. Servus. Servus, Herr Reitner. Ah, super. Jetzt probier ich es nochmal. Oh. Ah ja, kann besser sein, gell? Soll ich noch mal sagen, wie das geht? Ja, bitte schön, sind Sie nicht. Bin ich aber gespannt, Onkel Hubert. Ah, das kann's da sein. Ja, ich war ja noch gar nicht richtig warm. Oh. Das machen wir. Aber jetzt ist erst mal Lansing bei der Horn. Sascha, für dich. Was dir gut geht. So, jetzt pass auf. Jetzt läuft er wieder wie geschmiert, wie hast du gesehen. Jawohl. Danke euch. Dankeschön. Kein Problem. Wo seid ihr endlich? Habt ihr ja ganz schön Zeit lassen mit dem Mittagessen? Mahlzeit. Das ist der Charlie, dem gehört der Haut in Lukas. Ich kann das gleich wieder mitnehmen. Das Ding, das taugt nämlich überhaupt nichts. Wieso das? Die sind bloß beleidigt, weil sie kläglich versagt haben. Timo, zeig mir mal, der das Ding zum Krähen bringt. Auf geht's, komm. Zurücktreten. Was bin ich jetzt? Ich hab's euch von Anfang an gesagt. Das ist alles eine Frage der Technik. Ich hab euch doch gleich gesagt, das ist was für starke Mädel bloß. Ich will noch einmal. Nein. Ihr habt ja einen Spaß gehabt. Der Charlie muss einmal wieder weiter. Komm, ich helfe dir noch aufladen, gell? Nimm mal einen Hänger. Aber. Also langsam glaube ich, da ist was faul an der Geschichte. Du bist nicht der Einzige. Ach je. Das kommt einfach daher, weil ihr Eier und Spinat nicht aufgegessen habt. Du hast recht gehabt. Den Tag muss ich mir im Kalender anstreichen. Jetzt im Ernst. Ich kann mir das Bäckerei wirklich nicht leisten. Von der Bank kriege ich nichts, von den Kirchleitners kriege ich nichts und
Dass ich jemanden um Geld anhau, das will ich auch nicht. Darum habe ich gerade eine E-Mail an das Möbelhaus geschickt und den Auftrag storniert. Das ist ja gescheiter so. Besser, wie wenn's dann an Schuldenberg abzahlen musst. Und für den Übergang, da gelang dir erst einmal Matratzen. Und wenn's da wieder im Plus bist, dann kaufst einfach ein Bett auf Raten. Das Möbelhaus. Wahrscheinlich die Bestätigung für die Stornierung. Das gibt's doch nicht. Was? 25% Stornogebühr wollen die haben, wenn sie den Auftrag zurücknehmen. Vom Kaufpreis. Ja, freilich, von was denn sonst? Das waren ja 625 € für nix. Hola.